Hallo zusammen, hier ist der Klitus von Crown Crew. Stellt euch vor, jetzt beiden Maps gezockt, habe Live-Kommentare aufgenommen und Zeug und Sachen und er hat das Audio nicht recorded. Richtig leid. Darum ja, vertone ich es jetzt nochmal und versuche so gut wie möglich das wiederzugeben, was ich auf den Maps erlebt habe. Und ja, ihr seht, ich bin jetzt hier gerade Prestige 9 Level 80. Es braucht nicht mehr lang, bis ich Prestige gehen kann, aber ich habe gestern oben auch aufgehört zu zocken. Weil gerade im ersten Level hier auf den neuen Maps rumzugurken, habe ich nicht unbedingt Interesse gehabt. Darum ja, würde ich sagen, lassen wir mal los. Und ziehen uns das Ganze rein. Ihr seht, es gibt eine neue Playlist, zum Glück auch, weil in der Standard-Playlist würde eh nie für die neuen Maps gewotet werden. Von dem her bin ich noch froh, dass sie das gemacht haben, aber ich finde es eigentlich sehr unglücklich, dass jetzt die ohne Elite Premium eine Woche müssen warten, weil so haben viel weniger Leute, die mitspielen. Anyway, für die sich Elite Premium noch nicht geholt haben, überlegt euch's, weil wenn ihr euch sowieso alle Karten, Zusatzkarten werdet holen, dann lauft ihr mit Premium sowieso günstiger. Viel bringen tut's nicht, Elite selber, aber wie gesagt, mit dem Preisvorteil kann man sich's doch überlegen. Also, hier schnell schauen, hat noch nicht so viele Leute dabei, da haben wir 3300, da haben wir 1000, 1007, 800, 400 und da sind es nochmal 1000. Ja, ich denke, Domination wird da schon passen. Und ja, geil, können wir gerade für Liberation stimmen, aber ich denke, ich komme in ein Game rein, wo eine andere Map wird laufen. Und darum, ja, der Piazza sieht ganz chillig aus, muss ich sagen. Ist auch von der Farbgebung her noch nett. Ziemlich viel Farben, nicht so grau, grün, braun, triste Scheisse. Und ja, ich würde sagen, die wir hier mal ein bisschen auf etwas setzen, wo nicht ständig überall auftaucht. Das heisst, da ist jetzt Assassin dabei. Oh, sieht schick aus, ne? Haben wir jetzt hier Schalldämpfer, MP7, alles klar, C4 brauchen wir natürlich auch und ja super, gerade mal abkassiert worden für den Tunge. Natürlich jetzt kein Plan, wo ich mich hier befinde, hinter mir ist das C, ja voll, da bin ich gefickt worden vorhin, genau. Mal schauen, ob wir da etwas, da ist doch einer durchgezogen an mir. Ja, wieder mal klassisch, weisst, Scheisse, zum Teil verpeilt man es schon ein bisschen, oder auch mal ich. Also, jetzt sehen wir hier das C. Okay, das war hier unten, wo ich geschnitzt wurde. Vielleicht können wir hier schnell etwas ausrichten. Ich muss sagen, da ist noch gut. Hier hat es nicht so die riesen Sichtlinie, wo man abgesniped werden kann, sondern durch das es auf und ab geht, um Decken und alles. Könnte das noch passen? Also, mal schnell schauen, ob wir da einen. Yeah, der Wichser, geschnitzt mit seiner Predator hat er mich. Und dann ist das C4 gekommen, den nehmen wir doch auch gerade. Wunderbar. Noch eine Mini in die Luft gesprengt, das ist auch nicht schlecht. Und da kommt doch noch einer, oder? Hinten ist einer gesehen. Ja, jawohl. Wunderschön. Also. C ist da. Oh, da sind ja überall Gegner. Vor mir, hinter mir. Und was... Ah, gut, der ist durchgesagt. Aber dieser ist durch am Warten, oder? Achtung, ja. Schnell mal nachladen. Achtung. Ja. Easy. Oh, da ist auch noch einer gewesen. Yes. Ja, das hat es gebracht, hier schnell ein bisschen zu chillen. Jetzt magst du schauen, ob wir hier etwas verwünschen mit der Predator. Oh, Triple, schön. Das ist doch gerade wunderbar für eine Heli. Und ich nochmal... Ja, fuck, Dung, jetzt mich schon ein paar Mal verwünscht. Das ist ganz leid. Also ziehen wir mal nochmal Richtung C zurück. Oh, absoluter Fail. C4-Fail. Scheiße, das hat sicher gelangt, wenn ich es nicht an die Wand geschossen hätte. Schade. Also, jawohl, eine ist eine Heli. Da hinten ist auch noch einer. Glück gehabt, dass ich den noch getroffen habe, ja. Also das Aiming ist noch nicht gerade perfekt, können wir sagen. Was haben wir hier? Da kommen wir noch runter, gut. Danke, ja genau, da kommen wir auch vom Strössli raus, genau, wo zum C-Erde geht. Also ihr seht schon wieder viele Stegen, Erhöhungen. Mal schnell schauen, ob wir uns das C schnappeln können. Das ist noch schwierig, Gegner sind vermutlich... Beim A hat sie vorhin geheissen. Ja, kein Plan. Einfach, ja, mal schön, jetzt gelangt. Jetzt den Platz können wir uns schon sehr gut hier. Rechts vom C. Darum ziehen wir jetzt mal richtig an. Scheiße, wo ist der gewesen? Ei, das ist leid gelaufen. Man merkt aber schon ein bisschen, dass die MP7 schon schwächer ist, logischerweise, als jetzt zum Beispiel der ACR. Macht ja durchaus auch Sinn, he? Es ist ja auch ein Sturmgewehr.
Und nicht eine Maschinenpistole. Also schnell mal ein bisschen hier das C probieren einzunehmen. Dies ist gerade gefickt worden, das ist gut. Kollege, das ist auch gut. Du kommst mit dem von rauf zum A durchsteigen. Und jetzt gehen wir hier hinten durch zum A. Hier vorne hocken sie gern, vermutlich. He? Hier hat es noch ein kleines Bänkchen, wo man drüber spielen kann, sogar bis zum A über gesehen. He? Das ist, das ist gut. Ui, Scheiße, da hinten hockt einer. Uiuiui. Der Vollasi. Na, das ist gut, gerade abkassiert worden. Also beim A daran denken, he? Dass man dort von Richtung C relativ easy kann abkassiert werden. Ja. Es gibt noch viele Ecken und so Sachen, wo man sich drin kann verstecken kann. Darum mal schnell schauen, was hier abgeht. Wo die Gegner sich befinden. Achtung Hagen, ja, ist noch ein bisschen chillen, nicht dass man hier gerade abkratzt. So, da ist jetzt gerade ein bisschen unglücklich gelaufen. Hey, nein, da bleibe ich hängen, kann ich da nicht durchlaufen? Ah, jetzt. Gut. Nur mal so ein Typ. Ah, hoher Schwenker, leckt mir am Arsch. Da ist auch noch einer auf dem Bänkchen, jawohl, schön, merci. Und ja, schade. Ich hätte doch gescheiter Predator noch ein bisschen in die Tasche gelassen. Und die dort nicht die Ecke rausbröseln. Jetzt mal schauen, was wir hier verwünschen. Ja, super, weisst. Das ist so behindert, dass ein Baum Predator-Raketen aufhaltet. Wolltest du mich eigentlich verarschen? Vor allem gerade, wenn einer drunter steht. Das ist jetzt schlitzen, ja. Achtung. Oh. Schön. Zurück. Hey, nein. Die Huren FMG Akimbo-Fotzen, das gibt's ja nicht. Weißt du, was ist das für ein Loser? Der ist Prestige 10, Level 80 und läuft mit denen noch rum. Hey, nein, das glaube ich ja nicht. Ja, anyway. Eben ja, die Vollidioten treffen wir überall wieder. Jetzt hier mal einen neuen Weg einschlagen. Also es ist wirklich noch ein bisschen verwinkelt hier. Jetzt sind wir beim Mann, cool. Schön verwünscht. Dort hockt auch noch so ein Mann. Schade, der ist schon rausgeblitzt worden. Mal schauen, ob wir hier Sachen reinnehmen. Hey, nein. Da können sie wirklich gut in die Ecke hocken. Also bevor dass wir hier etwas reinnehmen, schnell aufpassen, würde ich sagen. Gut. Super, jetzt haben wir sie wieder dominiert und somit keine Ahnung, wo sie könnten spawnen. Aber es sieht eigentlich so aus, als wären alle meine Kollegen beim A. Okay, ist der Gegner, also gut. Schöner Abpraller. Ja, letzter Holler, wir müssen schnell die 2 UAVs. Dann haben wir dann noch Predator am Start. So, was? Der hat sich nicht verwünscht, ha? Mal jetzt, schön. Okay, also eben, ja, genau. Der ist dort noch gut hartner gewesen, muss ich sagen. Mal schnell schauen, was wir das mal... Ist der nicht irgendwie da? Ja, nein, scheiß drauf. Ein bisschen zu lang gezögert. Und da schön abgekackt schnell. Der Typ ist, Jesus Gott, der ist schon fast da gewesen. Lädt noch nachher, kassiert mich noch ab. Das ist doch eine Top-Performance. Jetzt B ist da recht abgeschlagen auf dieser Map. Also A zu C ist sehr kurzer Weg. Ich finde das cool, wenn sie alle so ein bisschen mixen. Wobei, ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn es dann auch darum geht und man die Map ein besser kennt und man eben gewinnen, dann kann es gut sein, dass man gegebenenfalls sich jetzt hier aufs A und das C wird konzentrieren, weil die definitiv einfacher zu halten sind und das B ein ganzes Stückchen entfernt ist. Aber ja, das sehen wir dann, würde ich sagen. Schnell einen abgeschnitzelt. Ui, jetzt ist genau einer auf dem Bänkchen, das ich vorhin gesagt habe. Schnell schauen, dass er hier nicht durchzieht. Da hat jetzt aber gelb drauf. Ja, darum der Assist, cool. Oh ja, der hat es auch nicht geschnallt, dass er angeschossen wird. Geschwind ein bisschen vorsondieren. Sieht gut aus, aber wir wählen gleich den Weg. Hey, nein, der hure Emperor. Hey, nein, ist das ein Arschloch? Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Und dann läuft das ganze Game mit denen rum. Absoluter Loser-Alarm. Hey, nein, und nochmal, ich glaube es ja nicht. Die dreckige Sau, die. Weißt du, du bist wirklich der grösste Loser, wenn du den durchziehst. Du bist wirklich der grösste Loser. Ja. Naja, was soll's. Und ich kann den nicht einmal anwählen, hure strange. Es springt immer drüber.
dumme Sau, die dumme Sau. Anyway, das war die erste Runde gewesen, auf Piazza. Gefällt mir gut die Map, finde ich geil mit diesen ganzen Höhenunterschieden und so. Dann wird man nämlich nicht einfach mal von quer über die Map abkassiert. Schnell mal schauen, woher das da Vollidiot kommt. Okay, der Engländer am Start. Leck du mir, weisst du, hey, nein, das glaube ich nicht. Prestige 10 Level 80 und hat nichts Gescheiteres zu tun. Ja, da können wir, die wir hier mal schnell ein bisschen döckeln haben. Und mal den Klassiker rausheben. Weil, aber ich probiere mich schon ein bisschen zurückzunehmen, weisst du, so ein bisschen nicht gerade jedes beschimpfen, wo das ganze Game mit denen rumläuft. Vor allem, wenn sie noch ein bisschen tiefere Level haben, obwohl das ja auch dann extrem auf die Sache geht. Aber hey, so einer, wie futzenblöd ist der. Da bringt auch das Noob nichts, weisst du, was ist das für ein Vollidiot? Wie kann einer, wo Prestige 10 Level 80 ist, Noob? Ja, egal. Vielleicht ist er auch Noobs am Jagen oder so, oder vielleicht ist auch seine Mutter gerade am Spielen. Oder sein Brüder. I don't give a shit. Ich sehe, dass im gegnerischen Team ist nur der Face Poco. Es gibt ja hier den Face Clan, also Trickshotters. Und laut dem RX6 Clan sind die Album boosten. Die Spastis. Aber ja, es gibt ja auch so viele Fake-Trottel, die das einfach nur mehr ihren Namen knallen, um ein bisschen dabei zu sein. Also, jetzt spielen wir Liberation, und da ist ja schau, geschrieben. Aber ja, das interessiert uns dann später. Also, Liberation, Sniper Map, Sieht noch schön aus, aber so mit der Farbgebung, Herbststyle, es bewegt sich aber sehr viel. Normalerweise kann man einfach auf das schauen, was sich bewegt, und das sind eigentlich Gegner oder Kollegen. Aber da hat sehr viele Blätter, die wir rieseln, mal schnell schauen, was wir hier veranstalten können. Wo ich meine, das erste Mal die Maps spielen, jetzt vor die Piazza ist eigentlich noch gegangen, aber jetzt hier, ich meine, es ist schon noch eine Härte. Und darum schnell mal auf eine Klasse wechseln, wo man hier vielleicht ein bisschen besser auf Distanz ist und wo man vielleicht nicht konstant gesehen und gefickt wird von oben. Was von hinten? Hey, nein, das gibt's ja nicht. Ich habe keinen Plan, weisst du, ich habe keinen Plan. Die Map ist auch noch weitläufig und... Ja, Achtung, der Sniper. Oh, uiuiui, ja. Wenigstens einen Assist bekommen. Es ist schon noch weitläufig und... Es ist nicht ganz einfach, sich zu orientieren. Es hat mehrere Brückli scheinbar. Und... Aha, der Emperor, die dumme Sau, jetzt hat den Sniper vorgenommen. Er ist so ein Vollidiot. Aber ja. Eigentlich ist er auch ein totaler Standard-Trottel. Weil, wenn man sich jetzt gerade überlegt, ich habe es vorhin schon erwähnt, es ist im Vorfeld gesagt worden, dass Piazza eher so ein bisschen Close Quarter Combat, also alles ist nahe beieinander, eben viel höhere und tiefe Unterschiede und verschiedene Levels und Ecken und alles. Fuck! Aber dort empfiehlt es sich halt, eine Waffe zu nehmen, die gut im Nahkampf ist, und Liberation hat viele weitläufige Flächen. Dort empfiehlt es sich, eine Waffe zu nehmen, wo man gut durch spielen kann. Und er hat es gerade aufs Extremste getrieben. Ja. Also, genug gemotzt, genug durchgetickt. Wusa! Und schauen wir uns das weiter an, was da jetzt abgeht. Schon wieder nur ein Assist. Also das, hey nein, schon wieder gefickt worden. Das läuft ja wirklich ziemlich bedenklich hier. Also wieder bei der Brücke gespawnt, aber eben, es ist nicht die Brücke, wo das B drauf ist, sondern die andere. Mal versucht hier zum A über das Granätchen. Das ist ja wohl ein sehr netter Versuch gewesen. Und was sehen wir hier? Ah ja, ein Spästler durch der. Und dort ist auch noch einem Geschütz. Ja, gescheiter mal ein bisschen chillen. Mit einem Geschütz wollen wir uns ja nicht anlegen. Schwenka. Mein Messer ist dort schön ins Neu gegangen. Der Kollege hat mir... Hey, nein, ich glaube es nicht. 2:6. Gut, wenigstens hat mich noch niemand mit den Akimbos genattet. Ich meine, das ist ja immerhin schon mal etwas Positives. Und der Rest von meinem Team schlägt sich auch mehr schlecht als recht. Und ich glaube, die Chancen auf einen Sieg sind schon jetzt zunichte. Aber ja, was soll's. Das erste Mal eine Map hat häufig mit auch ein bisschen negativen Erlebnissen zu tun.
Aber ja, es kann ja nur noch besser werden. Jetzt sehen wir, das C ist dort hinten. Wir sehen jetzt auch langsam mal den Bereich, wo du links vom C ist. Hey, und mein Aiming ist dermassen leid. Aber so einen liegenden Spass, die verwünsche ich da schon noch, würde ich sagen. Also, Charlie, da sind wir relativ weit entfernt. Probieren wir mal schnell hier hinten durch ein bisschen zu flankieren. Da hat es noch einen Eingang gegeben, du, jawohl, okay. Und jetzt, ja, schau, da kommt er gerade. Schön. Das hat eben noch Spass gemacht. Jetzt ist noch ein guter Spot dort, für zum C vorzudringen, wo man ist extrem gut geschützt und hat das C eigentlich voll im Blickfeld. Alright, der nächste, jawohl. Endlich verwünsche ich doch auch mal 2 hintereinander. Und mache nicht nur, Assists. Achtung jetzt, Achtung, hey nein, kein Mund mehr. Holy shit, also, jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Hier schnell ein bisschen warten. Und wenn er dann meint, er sei der Gescheitfuchs und nimmt den Weg hintendurch, jawohl, das macht er wunderschön, dann mache ich das auch. Jetzt hoffe ich einfach, dass er nicht, ja, so ein kleines Scharmützel finde ich eben schon amüsant. Gut, jetzt sind wir wieder hier unterirdisch beim C, da bin ich am Anfang reingezogen. Gut, ja komm, ich meine, vielleicht reissen wir das Ruder noch hier. Nehmen wir mal das C ein, hoffe, ich werde nicht neu mehr abkassiert, weil zieht nach rein, hey, es gibt, keine Ahnung, 10 Orte noch mehr, wo man abkassiert werden kann. Ja, Schwenka ist dann nicht noch ein bisschen weiter beim C gelandet. Mal schauen, was wir hier abkassieren können. Wow, ja, genau. Ja, ich bin jetzt extra ein bisschen oberhalb von diesem komischen Holzverschlag durchgeflogen. Nebendran, weil sonst kracht er dort rein und gibt mir wie bei den Bäumen wieder mal gar nichts. Jetzt hat es da einen Gegner gehabt. Ah, okay, egal. Schnell mal das Care Package schnappen. Oh, das ist ein schöner. Das ist aber ganz ein schöner. So schnell den AH6 probieren. Also schön nebendurch geflogen. Es ist noch interessant. Zwischendurch kann man ihn mit dem ersten abkassieren und aber braucht es 2. Gut, wie so häufig es ist nie immer gleich, egal was man jetzt braucht. Also, hey, nein, wer schießt jetzt so schon so leid auf mich? Hä? Hey, nein. Moment, schnell, da ist einer, gut, ja. Und? Was, da ist auch einer gewesen? Oh, zum Glück bin ich gerade da nebendran. Ja, Bürstli. So easy, dann kommst du mir jetzt da auch nicht, hoffe ich. Ja, genau, verdient hast du es. Da haben wir nämlich auch schon ein paar Mal abkassiert. Also, ich finde es noch komisch, da hinter dem C gibt es einen relativ grossen Bereich, wo man eigentlich für den Spielmodus selber das Domination gar nicht braucht. Das C ist verhältnismäßig weit vorne, sie hätten es ja auch gut hinter dem Gebäude können machen. Aber ja, das ist eine Designentscheidung, die sicher ihre Berechtigung hat. Jetzt habe ich gerade richtig leicht geschossen mit dem Schalldämpfer, noch ein bisschen runtergefallen. Ja, es ist wieder mal ein gutes Beispiel. Es muss niemand den Eindruck haben, dass es immer gut läuft, weil auch wenn ich immer die besseren Gameplays poste, weil wer will schon sehen, wenn man 30 Mal stirbt, ja, gibt es auch bei mir genügend Gameplays, die nicht so wahnsinnig laufen, vor allem eben gerade beim ersten Mal. Darum solltet ihr nicht so Erfolg haben, scheiß drauf, eben, es ist wie mit allem, man muss einfach ein bisschen Übung haben, man muss sich ein bisschen auskennen und dann kommt das dann schon gut. Und ihr seht, ich bin jetzt hier irgendwie völlig verpeilt beim C unterwegs. Was? Hey, nein, die AK ist einfach schon stark. Sie ist scheisse, finde ich, persönlich. Aber stark ist sie schon. Also gut, jetzt sehen wir hier, wir haben jetzt vielleicht 100 Ponys, wenn es gut kommt. Das B ist hier irgendwie hart umkämpft. Ja, okay, da war wieder mal ein bisschen am Snipperlen gewesen. Ah, shit, das ist auch geil, wenn sie stehen bleiben und dann passiert nichts, hä? Ja. Und plötzlich schießen sie und dann weiss man, darum ist er stehen geblieben. Alright, ja, aber Sniper werden ihre Freude haben an dieser Map. Mir gefällt sie nicht wirklich. Genau aus diesem Grund eigentlich. Weil man wird sich extrem vorsichtig müssen fortbewegen. 2-3 Sniper können auf dieser Map schon extrem viel unter Kontrolle halten. Aber ja, mal schauen, wie es sich schnell wird spielen, wenn man sich ein bisschen auskennt mit den Laufwegen und so weiter.
Ja, der hat jetzt lang gebraucht, aber schlussendlich hat es doch geklappt. Da kommt sicher wieder zurück. Würde sich rächen. Jawohl, merci vielmals. Gut, das sieht eigentlich klein aus hier beim Mann. Nehmen wir doch das noch ein. Gewinnen werden wir leider nicht mehr. Aber es gibt uns immerhin noch ein kleines Päckchen. Aber jetzt habe ich gesehen, dass dort ein paar am Höckeln sind, oder? Ja, schau, da ist so eine Made am Boden gelegen. Gibt's ja nicht. Mal schnell schauen, wo wir den reinklatschen können. Achtung, Baum, Achtung! Hey, nein! Hey, nein, das ist wirklich richtig dumm. Und was haben wir hier? Ah, der hat sein Care Package rausgelassen. Ja, wunderbar. Ich hoffe, da hinterlässt mir auch eine Waffe, die man ein bisschen brauchen kann. Ist jetzt doch nicht ganz so schlecht gelaufen, die letzten paar Minuten. Aber ja, auch hier wieder. Yes, es geht. Hier ist mir richtig offen. Hä? Wo ist es denn so schnell hergesehen? Ah, ja, okay. Wieder mal so ein kleiner Snippler. Da haben wir noch so einen Typ. He? Der Emperor, der Wichser. Dass man eine normale Waffe dabei kann, das gibt's ja nicht. Der Typ kann ja auch normal spielen, scheinbar. Aber ganz so sicher bin ich mir da gleich nicht. Schön, hä? Das ist noch eine Waffe, he? Das ist ja richtig gut. Ja, wow, zieht nach rein, hä? Mein Team hat richtig gerockt. Das war eine kleine durchwachsene Erfahrung. Die Map selber gefällt mir nicht so. Sie entspricht auch nicht unbedingt dem Spielstil, den ich bevorzuge. Da ist, wie gesagt, Piazza viel besser. Aber es war das erste Game. Man sollte sich nicht allzu fest irgendwie da jetzt von einer Meinung beeinflussen. Schaut euch selber an und schaut euch noch schnell an, was hier der Emperor noch zurückgeschrieben hat, die Flöte. Er war hier gerade voller Lust zu antworten und hat sein bestes Vokabular auspackt, um uns so zu zeigen, was er so drauf hat. Und seid ihr auch so gespannt wie ich? Was hat er echt geschrieben? Wann drücke ich endlich den dummen A-Knopf? Nein. Das Warten im Ende, das ist spannender als die Entscheidung bei Deutschland sucht einen Superstar. Man wartet und kommt sich schon ein bisschen verarscht vor, wo es endlich losgeht. Wir sehen seine 2 Nachrichten. Okay, new maps don't know them facts, making sure I got kills for cunts, creeping around corners, I barely use FMG, you fucking nigger. Okay, er ist ein kleiner Rassist, ha? You been on this all night, you said fuck it's my first game, you 911 twat. Okay, whatever. Er ist ein Vollidiot. Macht's gut und schön zusammen.